Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, diesmal zum Halbfinal-Hinspiel in der Champions League 5:4 bei Paris Saint-Germain verloren. In einem super wilden Spiel. Ich versuche das mal ein bisschen einzuordnen gleich, was relativ schwierig wird, bevor wir das tun. Wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ja, wild. Wild, wild, wild. 5:4. Hat, glaube ich, noch nie ein torreicheres Halbfinale gegeben in der Champions League. Ich bin fix und fertig, Alter. Muss ich sagen. Und das ist hoch und runter in diesem Spiel geisteskrank. Die Qualität von PSG im Umschaltspiel, in welcher Geschwindigkeit, das ist auch geisteskrank, Alter. Ja, ey, ich meine, wir haben schon ein ordentliches Umschaltspiel, aber ja, das ist wild. Also, ich glaube, es gibt nichts Besseres. Also, ich glaube, es gibt keine bessere Mannschaft auf dieser Welt, die ein besseres Umschaltspiel hat wie PSG. Also, Junge, Junge. So viel Qualität, so viel Speed, so viel Geschwindigkeit. Und ich denke, man sieht, dass das auch eine Mannschaft ist, so wie wir, ja? Also, da hast du nicht deine 3, 4 Einzelkünstler und ansonsten nix. Das ist genau so 'ne Mannschaft, wie wir sind. Also, Hut ab, Hut ab, Hut ab, ja. Auch das Pressing. Im Pressing war uns PSG heute auch überlegen. Wir haben natürlich auch den einen oder anderen Spieler gehabt, der nicht wirklich ins Spiel gefunden hat, auch bedingt dadurch. War aber auch zu erwarten, ist auch nichts Neues. Ähm, Dass wir dann noch mal nach 'm 5:2 auf 'n 5:4 rangekommen sind, ja, Hut ab dafür, ja, muss man ganz klar sagen. Ähm, ja, wild, wild. Irgendwo bin ich 'n bisschen sprachlos. 5:4 ist 'n alles ist gut. Ja, wir sind das mit 1:0 hinten im Rückspiel. Wer das Spiel heute gesehen hat, ja, man sieht's. Da ist alles drinne und zwar bis zur letzten Sekunde. Ja, ich denke, beide Mannschaften sind in der Lage, jederzeit in 2, 3 Minuten, haben wir ja heute auch gesehen, PSG hat innerhalb von 3 Minuten 2 Tore gemacht, wir haben innerhalb von 4 Minuten 2 Tore gemacht. Dazu sind beide Mannschaften jeweils in der Lage und dementsprechend, wird es ein sehr, sehr spannendes Rückspiel werden. Da können wir uns schon mal die Nerven auf Eis legen, Alter. Ähm, ja, PSG war erste Halbzeit die stärkere Mannschaft. Ich denke, das kann man sagen. So die erste Viertelstunde war beiden Mannschaften so ein bisschen anzumerken, ja, der gegenseitige Respekt ist da. Wir gucken mal, wir fühlen mal so ein bisschen vor. Ähm, Da war es sehr, 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 sehr gemächlich und dann auf einmal hast du das Gefühl gehabt, spätestens mit dem Tor, mit dem Elfmeter und dann spätestens mit der Chance, die Dembele noch vergeben hat, ist der Schalter umgesprungen in diesem Spiel und ab da war nur noch feuerfrei, ja? Es war nur feuerfrei, Alter. Und zwar auf beiden Seiten. Das Mittelfeld wurde so schnell überbrückt. Ähm, Das ist genau das eingetroffen, was ich gesagt habe vor dem Spiel im Taktikfuchs. Ähm, ja, unsere Zentrale ist einfach überfordert, ja. Ähm, Gegen diese Offensive. 'N Kimmich ist, erste Halbzeit nicht existent gewesen, ist nur hinterhergelaufen. Keinerlei Ruhe ins Spiel gebracht, keinerlei Ballkontrolle. Dasselbe gilt für 'n Pawlovic, der wenigstens noch 'n bisschen stärker war in der ersten Halbzeit wie Josh. Ähm, Zweite Halbzeit, dann nach dem 5:2, ich weiß nicht, vielleicht hat Paris sich 'n bisschen zu sicher gefühlt, haben sie gefühlt 'n Gang rausgenommen, konnten dann auch nicht mehr wieder den Gang reinlegen. Nach unserem 5:3, dann waren eigentlich wir am Drücker. Um die letzten Minuten war's dann so. Ja, ich denke mal, wir wollten nicht die letzten, Prozente riskieren. PSG war auch zufrieden, mit dem Ergebnis und dann ist es, so in den Hafen gelaufen. Ähm, ja, ich habe es schon gesagt. Das Wichtigste, was wir mitnehmen können fürs Rückspiel, es ist alles drin, Alter. Also, ein Tor bei den beiden Mannschaften ist nix. Ja, das hat das Spiel heute gezeigt. Und ja, ich bin gespannt, ob wir im Rückspiel auch wieder so eine vogelwilde Geschichte sehen, dass sich beide Mannschaften auf 'n Schlagabtausch einlassen. Ähm, oder ob es eher ein bisschen taktischer wird. Ich meine, PSG ist vorne, die können sich auch erst mal 'n bisschen hinten reinstellen. Ich denke mal, vom Umschaltspiel haben wir heute gesehen, wie brutal die sind. Ähm,
Wir werden sehen. Na, wie gesagt, das Gute ist, es ist noch alles drin im Rückspiel. Gut, ja, zweite Halbzeit. Ich habe es noch gesagt gehabt zu Mara nach dem 3:2, kurz vor der Pause. Über den Elfmeter quatschen wir gleich kurz. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht das 4:2 kriegen, weil dann kann es arg dahin gehen. Und dann ist genau das passiert in der ersten Viertelstunde. Ich habe immer gesagt, in der ersten Viertelstunde darfst du das vierte nicht kriegen und dann kriegst du das vierte und das fünfte. Da habe ich schon so 5 Minuten gedacht, Alto Belli, das kann jetzt aber auch richtig nach hinten losgehen. Ja. Aber dann haben wir uns noch mal ein bisschen gefangen. Wie gesagt, auch dadurch, dass das PSG so ein bisschen sich in Sicherheit gewiegt hat. Wir haben dann aber auch schon 6 Minuten nach dem fünften dann durch den Freistoß, ja, das 5:3 gemacht und, dann haben wir das Momentum gehabt. Dann Luis Diaz dann überragend, Harry Kane die Vorarbeit zum 5:4. Ja. Wildes Spiel. Also jeder, der das Spiel nicht gesehen hat, Alter, guckt euch das im Nachgang an, wenn ihr es live nicht sehen konntet. Ist eine Geschichte, die sich lohnt. Vielleicht nicht aus Abwehrsicht, aber Offensivfußball, boah, wild. Wild, wild, wild. Ja, Chapeau an Paris, Alter. Wie gesagt, die haben mich auf jeden Fall in der ersten Halbzeit, auch die Viertelstunde nach der Pause, haben die mich schon hart beeindruckt. Ja. Hat natürlich auch seine Fehler gehabt oder warum Paris überhaupt so aufgekommen ist. Ja, 'n Stunny war komplett überfordert, muss man ganz klar sagen, ja. Der hat gar keinen Stich gesehen gegen Kvaratskhelia oder wie man ihn ausspricht, gar nicht, null, ja. Der hat den vorgeführt, Alter. So, das musst du so klar sagen, ja. Deswegen hatte mich der Wechsel ein bisschen verwundert mit Fonzie Davies. Ich hatte eigentlich eher damit gerechnet, dass 'n Conny für Stunny kommt. War auch eine wilde Entscheidung. Fonzie hat's eigentlich gut gemacht auf seiner Seite. Das war ordentlich, ja. Ich habe jetzt nichts gesehen, was schlecht war. Klar, der Elfmeter, boah, weiß ich nicht, ey. Das ist wieder so 'n Elfmeter, kommen wir da kurz zu, der ist aus meiner Sicht kannst du den nicht geben. Ja, das ist dasselbe Ding. Ich erinnere mich dann noch wie heute dran, wie damals Alaba, wo er noch bei uns gespielt hat, wo wir bei Real Madrid gespielt haben, wo er reinrutscht und kriegt den Ball an den Körper und der springt dann an die Hand und es gibt 'n Elfmeter und das war derselbe Bums, Alter. Klar, es war natürlich super unglücklich, dass er erst so da steht. Ja, sollte man dann vielleicht erst gar nicht machen, den Scheiß, sondern lass die Arme einfach mal, wie sie gehören. Ja, dann kann man dir das nicht negativ auslegen. Das hat man ihnen dann wohl anscheinend negativ ausgelegt. Aber es hat natürlich dann eine Bewegung gemacht und natürlich machst du die Bewegung dann nicht so, sondern dann geht der Arm halt mit, ja. Aber der Ball kam ja dann auch vom Oberschenkel an den Arm und nicht erst an den Arm, ja. Ähm, Das war schon eine harte Entscheidung und für mich, war das kein Elfmeter. Aber ja, ansonsten Wort zum Schiedsrichter. Alter, das war die beste Schiedsrichterleistung, die ich dieses Jahr gesehen habe. Punkt. Der hat eine Linie gehabt für beide Seiten, 100% straight. Der hat nicht rumdiskutieren lassen, gleich angezeigt. Hier, wenn du noch ein Wort sagst, gelb. Hat immer gleich angezeigt. Jo, zack, hier erledigt. Das hat keine 10 Sekunden gedauert, abgesehen bei der Elfmeterszene und bei der Abseitsentscheidung dann. Ansonsten war auch da die Zusammenarbeit mit dem VAR super schnell, super gut. Hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen, dieser Schiedsrichter, ja. Mal abgesehen von der Elfmeterszene, ich hätte sie anders bewertet, aber ja, so ist es halt, ja. War 'n bisschen unglücklich, fand ich, aber ja, ansonsten war das 'ne sehr, sehr gute Schiedsrichterleistung. Muss man auch mal anerkennen, ja. Gut, ich würde sagen, wir werfen mal 'n Blick in die Statistiken. Die werden ja sehr interessant sein, denke ich. Gut. Ballbesitz 42,6 zu 57,4. Abseits 2,1. Fouls 14,4. Zweikampfquote 39,4 zu 60,6. Wilde Zahlen. Schüsse aufs Tor 5,8. Schüsse insgesamt 12,10. Ecken 2,5. Angekommene Pässe 314 zu 423. Flanken 6,7. Schüsse insgesamt. Harry Kane 3. Ulisse 2. Stunny 1. Torschussvorlagen. Pavlo 1. Kimmich 1. Kane 1. Gewonnene Zweikämpfe, Luis Diaz 11, Michael Olise 10. Ja, beide Bären stark von auch erster Halbzeit schon. Ja. Pavlovic 8, Ballkontakte 79, Pavlo 74, Olise 73 Tar. Das sagt alles über
über Kimmis Leistung aus in diesem Spiel. Alles. Der Meister der Ballkontakte ist noch nicht mal in den Top 3. Ja. Das sagt alles aus. Naja, immerhin hat er den Freistoß reingeschlagen für Opa. Ja, das war auch seine beste Szene im ganzen Spiel. Aber damit sind wir schon bei der Spielerbewertung, wo wir jetzt aber auch reingehen. Da wollen wir gar nicht lange rumschnacken. Gut, Vincent Kompany, wild, Note 6 heute, war nicht anwesend. Frechheit, oder? Nee, können wir natürlich nicht bewerten. Co-Trainer, keine Ahnung, wir haben nichts gesehen an der Seitenlinie. Ich weiß nicht, wie aktiv, ob er aktiv war. Kann nur das wiedergeben, was der Kommentator wiedergegeben hat. Da verlasse ich mich nicht drauf, von daher schenken wir uns das Ganze. Gut, gehen wir rein. Manuel Neuer. Ja, Manuel Neuer, boah. Auch da trifft genau das zu, was ich gesagt habe. Heute hätte uns ein Jonas Urbich viel, viel besser geholfen. Viel, viel besser. Weil ein Jonas Urbich einfach viel, viel präziser diese langen Bälle spielen kann. Von Manuel Neuer ist nicht ein langer Ball mal angekommen. Nicht einer. Und er hat bestimmt gefühlt 25 oder 30 geschlagen. Allein in der ersten Halbzeit weit über 20 Stück gefühlt. Ja, also absolute Vollkatastrophe. Da ist nicht ein Ball mal beim eigenen Spieler angekommen. Ansonsten die Gegentore, weiß ich nicht. Die ersten 3 waren für mich nicht haltbar. Die waren super präzise gesetzt. Das 4. weiß ich nicht. Weiß nicht, warum Manuel Neuer schon in der Ecke liegt, bevor der Spieler überhaupt den Ball aufs Tor schießt. Habe ich nicht ganz verstanden. Das war kein Elfmeter. Ja, I don't know, was er da gemacht hat. Das Tor danach von Dembele, weiß ich auch nicht. Da steht er einfach. Ich meine, er hat die Zeit, so den Kopf zu machen, so auf den Ball zu gucken. In der Zeit hätte man auch versuchen können, in die Ecke zu springen. Ja. Weiß ich nicht. Super schwierig zu benoten heute. Manuel Neuer für mich Note 4. Ja, und da ich denke, damit ist er noch gut bedient, wenn man mal sich anschaut, dass nicht ein langer Ball mal ansatzweise angekommen ist, Alter. Katastrophe. Ja, ich habe es gesagt, Jonas Urbich wäre der bessere Torwart für dieses Spiel gewesen. Und er ist auch der bessere Torwart fürs Rückspiel. Aber wird natürlich auch da nicht auf dem Feld stehen. Ja, dann ist das so. Gut. Aufstellung. Gehen wir es durch. Wie immer von oben nach unten. Stanisic habe ich schon gesagt. Stani war maßlos überfordert defensiv. Ja, muss man sagen. In der Offensive hat er dann 2, 3 Aktionen gehabt, aber auch da sehr viel unglücklich. Note 5, Alter, brauchen wir gar nichts beschönigen. Punkt. Ist aber auch die Tendenz aus den letzten Spielen. Wenn du Davis bringst, hättest du auf der anderen Seite Conny Leimer bringen müssen und nicht Stani. Punkt. Es gab kein Argument aus den letzten Spielen, dass ein Stani da steht, anstatt ein Conny Leimer, meiner Meinung nach. Ich hätte natürlich beide gebracht. Ich hätte einen Davis draußen gelassen. Also Chapeau, dass man erstmal einen Davis aufgestellt hat, weil er hat es wirklich ordentlich gemacht. Ja. Upa. Ja, Upa Maschine heute. Also Upa gibt's nichts dran zu meckeln. Genauso wie an Jonathan Tah. Unsere Innenverteidiger waren eigentlich on point. Upa war völlig unter Dauerstress. Ja. Super viele Zweikämpfe geführt gegen Dembele und wie sie alle heißen. Trotzdem noch versucht, das Spiel auch mal zu eröffnen, auch mit nach vorne zu gehen. Hat er dann auch das Tor gemacht. Also Upa für mich heute Note 1. Obwohl wir 5 Gegentore bekommen haben. Ja. Jonathan Tah hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Stand nicht ganz so im Fokus wie Upa. Ja. Hat auch 1, 2 Wackler drin gehabt, aber im Großen und Ganzen fand ich auch die Leistung, wenn man guckt, was da angesmashed kam, völlig fein. Und ich finde es auch schwierig. Ich überlege auch gerade, bei welchem Tor. Das erste Tor, nein, das war Stani. Das zweite Tor war Musialas Fehler. Bei der Ecke der Elfmeter Fonsi. Das 4. Das 5. war auf jeden Fall auch nicht der Innenverteidiger-Shoot. Das 4. Lass mich überlegen. Ich glaube, das war auch kein Innenverteidiger, ne?
War das wieder Stunny oder irgendwer, der da gepennt hatte, der nicht mitgegangen ist? Was weiß ich. Also, Jonathan Tah für mich auch Note 2,5. Das war eine ordentliche Geschichte. Ja. Alphonso Davies, da ist er. Hat für mich ein ordentliches Spiel gemacht. Ja. Ich würde ihm den Elfmeter da gar nicht ankreiden. Es war ein bisschen unglücklich, deswegen bin ich kein Freund davon, immer diesen hier und dann so da rumzutänzeln. Und genau dann wird dir das negativ ausgelegt, wenn du dann die Bewegung machst, wo du die Arme wieder hängen lässt und dann geht der Arm ein Stückchen raus. Hast du die Arme von Anfang an so hängen, dann wird dir das nicht so ausgelegt. Schwierig, aber diese ganze Handgeschichte, ey Leute, da diskutieren wir jedes Jahr drum und da blickt eh keiner mehr durch. Ansonsten, ich überlege gerade, aber ich habe nichts gesehen, was jetzt super schlecht war. Offensiv hat Alphonso Davies natürlich nicht stattgefunden, das gehört auch zur Wahrheit. Denke, das war heute aber auch nicht seine Aufgabe. Ich denke, seine Aufgabe war eher, sich um die Defensive zu kümmern. Und das hat er eigentlich relativ ordentlich gemacht, fand ich. Ich gebe von sie eine 2,5. Gut, jetzt queren wir zu den kritischen Positionen, Alter. Unsere Zentrale, Josua Kimmich. Erste Halbzeit genauso überfordert wie Stanisic auf der Außenbahn, Josua Kimmich in der Mitte. Ja. War nicht zugegen. Von Führungsspieler war da nichts zu sehen. Gar nichts. 0, nothing. Ja. Nichts. Er konnte dem Spiel keinerlei Struktur geben, keine Ruhe reinbringen. Defensiv war er nicht zugegen, ist immer nur hinterhergelaufen. Absolute Vollkatastrophe. Wenn ich die erste Halbzeit nur benoten müsste, wäre es eine glatte 5 und damit wäre er noch gut bedient, Alter. Zweite Halbzeit, ja. Wie gesagt, nachdem Paris 5 Tore hatte, haben sie ein bisschen den Gang rausgenommen. Wir waren präsenter, haben auch nicht mehr so hoch gepresst. Wir haben mehr Ballbesitz gehabt, wir sind besser ins Spiel gekommen, haben mehr Ballbesitz auch in der gegnerischen Hälfte gehabt. Josua Kimmich hat auch mal ein bisschen Zeit gehabt, konnte mal einen Ball annehmen und dann konnte Kimmich halt so ein bisschen sein Spiel aufziehen, so das, was er halt kann. Hat dann ja auch das 5:3 mit dem Freistoß halt eingeleitet, was gut war, sehr gut sogar auf Opa, ja, das müssen wir positiv sehen. Und von daher gehe ich auf eine 3,5. Ja. Viel Luft nach oben für Josua Kimmich. Viel, viel Luft nach oben, aber ich glaube, zu mehr ist ein Josua Kimmich einfach nicht in der Lage, als wie das, was er heute gezeigt hat. Das ist halt einfach so. Ja, das ist immer seine Schwäche gewesen, das wird immer seine Schwäche sein, wenn du ihn Josua Kimmich presst oder wenn der Gegner ein schnelles Umschaltspiel hat, kannst du brauchst du nicht aufstellen, Alter. Das macht einfach keinen Sinn. Sagen wir mal, wie es ist, Alter. Sagen wir, wie es ist. Ja, der ist einfach über dann. Der ist nicht im Spiel. Katastrophe. Ja, Pavlo hat es erste Halbzeit ein bisschen besser gemacht, hat das auch ein bisschen den defensiveren Part gemacht, wie er es die letzten Spiele gemacht hat. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen, erste Halbzeit, muss ich sagen. Gerade so die Anfangsphase war es echt ordentlich, hat da viel gestopft, hat viel mit nach hinten gearbeitet. So die ersten 20 Minuten war Pavlo echt gut. Dann hat er irgendwie die Eier verloren unterwegs, weiß ich nicht, und hat sie dann erst ganz, ganz spät in der zweiten Halbzeit wiedergefunden, wo er dann auf einmal auch mal vor Josua Kimmich gespielt hat und auf einmal auch mal das Heft des Handelns in die Hand genommen hat. Ansonsten hat Pavlo wieder nur Querpass Toni auf Josh gemacht oder auf die Innenverteidiger. Gar nichts. Null Initiative, mal das Spiel zu eröffnen. Null Initiative, mal ein bisschen Raum zu machen und mal den Ball zu treiben. Alles erst in der zweiten Halbzeit, wo es 5:2 stand und der Drops eigentlich gelutscht war. Da hat ein Pavlo mal seine Eier gefunden und hat sich mal ein bisschen rausgetraut und hat mal ein bisschen das Heft des Handelns in die Hand genommen. Ja. Was eigentlich auch hätte von Kimmich viel, viel eher hätte passieren müssen. Josh hat es dann auch getan in der zweiten Halbzeit, so nicht falsch verstehen, habe ich ja gerade schon gesagt. Das war dann wieder der Pavlo, den ich sehen will, Alter. Ja. Punkt. Ansonsten musst du einen von beiden einfach rausnehmen. Ja, das sind beide keine defensiven Sechser, die da rumdümpeln, ja. Dann, wenn dir das zu offensiv ist, dann musst du einen von beiden rausnehmen. Und dann sind wir ehrlich, da muss die Qual der Wahl auf Josua Kimmich fallen, weil Josua Kimmich bei diesem Gegner einfach kein Land sieht. Weil der nicht pressingresistent ist, weil das Spiel viel zu schnell ist für ihn, er immer nur hinterherläuft, hinterher guckt oder versucht in irgendeinem Zweikampf sich auf den Boden zu werfen und hofft, dass er einen Freistoß kriegt und er kriegt den jedes Mal nicht.
Das war Joshua Kimmich heute, Alter. Über weite Strecken dieses Spiels. Ja, erst so ab der 60., 65. Minute war es ein bisschen besser. Ja, Pavlo, habe ich gesagt, war sehr durchwachsen, hat mir insgesamt aber ein bisschen besser gefallen wie Joshua. Aber auch da ist Luft nach oben fürs Rückspiel, ja. Und nochmal, ey, du hast genug Optionen. Du hast wirklich genug Optionen in der Defensive. Du hast noch 'n Min-Jae, du hast 'n Ito. Ich glaube, es wäre auch gar nicht so das Problem, wenn du hinten auf eine Fünferkette gehst, ja, mit 3 Innenverteidigern, sodass die Außenverteidiger vielleicht ein bisschen mehr Luft haben und dann nimmst du halt mal einen Zentralen raus. Ja, dann steht da nur ein Zentraler und dann kann auch ein Innenverteidiger ins defensive Mittelfeld aufrücken. Ja, wäre vielleicht mal eine Idee gegen Paris. Kleiner Geheimtipp. Gut, Michael. Ja, Michael hat einen schweren Stand gehabt gegen Mendes und Neves und Pacho und wie sie alle hießen, gerade erste Halbzeit, aber er war zusammen mit Diaz die beiden, die, wenn Akzente gesetzt wurden, haben sie gesetzt. Ja? Und Michael hat so viele Szenen. Ich hätte mir ein bisschen öfter gewünscht, wie er auch das Tor gemacht hat. Ja? Weil Musiala war tot, der war nicht zugegen, wir haben mit 10 Mann gespielt. Ja? Oder mit 3 in der Offensive, meinetwegen. Ich hätte mir gewünscht, dass er öfter mal in die Mitte geht. Ja, weil die Außenbahn war schon mit 3 Leuten teilweise richtig hart zu, ja. Und Stani konnte nicht so unterstützen in der Offensive, hat er sich nicht viel zugetraut am Anfang und wenn, dann stand da vorne und die ganze Seite war auf. Katastrophenspiel von Stani. Und da haben wir es gesehen, ja. Wenn er den Raum dann kriegt und zum Tor ziehen kann und er hat einen Schuss. Ich hätte mir gewünscht, dass er da öfter mal, dass er ein bisschen rotiert wird und er mal die Mitte übernimmt, anstatt Musiala. Weil Musiala hing total in der Luft. Michael hat ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht. Ja, super wichtiges Tor. Leider haben wir es dann nicht in der Halbzeit gekriegt. Aber auch zweite Halbzeit war er sehr, sehr auffällig. Ich sehe ihn bei einer 2 heute. Luis Diaz, für mich der stärkste Offensivspieler heute. Und zwar mit Abstand. Note 1, völlig ohne Wenn und Aber. Luis Diaz war der erstmal uns den Elfmeter rausgeholt hat. Und zwar mit einer Einzelaktion, wie er sich da allein durchgetankt hat. Ja, wir haben super wenig vorne zusammen hingekriegt, so torchancenmäßig. Erste Halbzeit war das sehr, sehr wenig. Und wenn, dann ging es schon hart über Diaz. Ja, der wollte, der hat sich reingehauen, durchgebissen, hat alles versucht und das über die komplette Spielzeit. Ja, also ich glaube, der FC Liverpool ärgert sich immer noch, dass man den man verkauft hat, Alter. Ja, das ist. Also Luis Diaz ist der Spieler, der uns heute über weite Strecken in diesem Spiel gehalten hat. Ja, nicht nur mit seinen Offensivaktionen, nicht nur mit dem Tor, allgemein. Ja, wie viel der immer wieder versucht hat. Und boah, Hut ab. Mega starkes Spiel von Luis Diaz. Gut. Haben wir unser Sorgenkind, Jamal Musiala, das können wir kurz und schmerzlos machen, das ist Note 5. Ja, kann sich da in die Stani-Riege einreihen. Das war gar nichts, sorry. Ja. Was okay war, noch erste Halbzeit, ich habe es gesagt, der Zehner, der da ist, wird sich fallen lassen müssen, muss den Ball super tief abholen, weil unsere Zentralen, gerade Kimmich halt maßlos überfordert ist, wenn da Pressing ist, da brauchst du ihm den Ball gar nicht geben. Das hat er 2, 3 Mal gemacht und das war's. Mehr habe ich nicht gesehen von Jamal Musiala. War maßlos überfordert. Ja, das Niveau ist viel zu hoch für ihn. Du hättest viel, viel eher Jamal Musiala rausnehmen müssen und Niklas Jackson bringen und Harry Kane auf die 10er-Position setzen sollen. Ja. Hättest du viel, viel eher machen müssen, dass er erst so spät kam. Ich meine, dass mal Leo da nochmal gebracht hat, wegen Kopfballstärke und so, kann ich schon nachvollziehen. Hätte man aber auch für Pavlo bringen können oder für Josh, der jetzt auch nicht super im Spiel war. Und du hättest einen Jackson viel, viel eher bringen müssen, Alter. Sorry. Spätestens, je nachdem, aber spätestens zur 70. nach dem Anschlusstreffer hättest du einen Jackson bringen müssen. Musiala war nicht zugegen, Alter. Das Spiel.
Ey, gar kein Vorwurf so. Da, wo er herkommt, ja, alles nicht falsch verstehen, aber wir müssen es halt so bewerten, wie ich es gesehen habe und dann war's 'ne Note 5. Ja, Harry Kane, den Elfmeter grandios gemacht, das Tor von Diaz grandios eingeleitet. Ich erinnere mich ansonsten, hatte gut auf die Socken gekriegt, muss man auch mal sagen, ja, grade erste Halbzeit. Aber der Schiri hat 'ne großzügige Linie gehabt auf beiden Seiten und deswegen gab's da relativ wenig gelbe Karten. Das wäre vielleicht 'n Punkt, wo ich ja grade den Schiri so gelobt habe. Das wäre 'n Punkt gewesen, wenn er das irgendwie unterschiedlich gehandhabt hätte, aber das hat er auf beiden Seiten so gehandelt. Von daher war das für mich fein. Ähm, ja, Heavy sehe ich bei 'ner 1,5. Heavy hat alles aus sich rausgepumpt, was rauszupumpen war. Hat dann auch noch, versucht, sich wieder extrem tief fallen zu lassen und die Bälle da zu holen und die Angriffe einzuleiten. Heavy hat geackert, gemacht. Also Diaz, Kane und Olise heute, Alter, ja. Eigentlich müsstest du Michael auch noch auf 'ne komm, ich mache Michael auch 'ne 1,5, Alter. Also Michael 1,5, Heavy 1,5 und Luis Diaz 1. Ich denke, damit ist das Trio, gerecht bewertet. Gut, kommen wir zu den Einwechselspielern. Corny Leimer. Corny Leimer hat's ordentlich gemacht, hat gleich Dampf reingebracht, hat sich gleich gewehrt, gebissen, gekratzt, wie man so schön sagt. Hat mir gut gefallen. Hat sich dann auch noch ein, zweimal mit eingeschaltet in der Offensive. Ähm Ja, er war auf jeden Fall mehr in der Offensive, wie's Alphonso Davies war, meiner Meinung nach. Fairerweise können wir natürlich auch die beiden Halbzeiten nicht so ganz wirklich fair vergleichen, aber Conny war da, hat sich reingebissen. Ähm Ja, schwieriges Spiel, ja. Wie gesagt, was gut war, dass er von Minute 1 da war, heiß war, hat mir gut gefallen, war auf jeden Fall keine Schwächung für uns. Conny ist super schwer zu benoten für mich heute. Sage ich euch, wie's ist. Ich mache 'ne 3, ey. Note 3 für Conny. Gut, die anderen beiden können wir nicht wirklich benoten. Leon, der in der 78. kam. Ich habe nicht viel gesehen von Leon, wenn ich ehrlich bin. Das weiß ich nicht, da hättest du halt besser Nicolas Jackson bringen können, den du dann erst in der 92. Minute gebracht hast. Der hat wenigstens noch mal 'n Ballkontakt auf der Außenbahn gehabt. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich schön, wenn ich euch Leon wenigstens mal einblende. Ja, weiß ich nicht. Ist 'n bisschen verpufft, die Einwechslung von Leon. Ähm Ja, das trifft's eigentlich sehr gut. Ja, Nicolas Jackson, wie gesagt, hatte dann den einen Ballkontakt, die eine Hereingabe und das war's. Ja, war wie, auch wenn er da für 2 Minuten aufm Feld kommt. Ja. Ich hoffe, bis zum Rückspiel haben wir vielleicht mehr Optionen mit 'm Lenny wieder, ja, natürlich nicht über die volle Spielzeit oder so, aber für 30 Minuten vielleicht, wenn's sein muss, dass du noch mal zum Ende hin was Frisches bringen kannst. Und, ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, mit Jamal Musiala anzufangen. Vielleicht wird's da auch eher sinnig machen zu sagen: „Komm, den bringe ich auch erst maximal zur zweiten Halbzeit.“ Weiß ich nicht. Vielleicht ist Jamal Musiala noch mal 'n Faktor, wenn PSG auch 'n bisschen müder ist. Ja, ansonsten hat Musiala heute gar kein Land gesehen, so ehrlich muss man sein, ja. Und ja, ansonsten kannst du auch, ich meine, wenn du schon hinten nicht auf 'ne Fünferkette gehen willst, ja, dann musst du halt den Zehner mal opfern mit Musiala. Oder stellst halt Leon auch noch auf, ja, und schiebst den Pavlovic auf die Zehnerposi. Ich glaube, Pavlo kann auch 'n Zehner geben, vielleicht 'n bisschen, tieferen Zehner, ja, aber die Qualität hat er da auf jeden Fall dafür. Auch unter Pressing, unter Druck kann er den Ball behaupten, kann guten Ball spielen. Wäre vielleicht auch noch 'ne Idee. Ich bin sehr gespannt, was sich in Vincent Kompany fürs Rückspiel einfallen lässt. Und ansonsten kommt's natürlich darauf an auch, ja, wie's aussieht mit Tom Bischof, mit Lenny und so weiter, die zurückkommen, ne? Ja, Quintessenz boah, am Ende, wenn man das ganze Spiel sieht, muss man schon sagen, dass wir verdient verloren haben, auch wenn wir grade die Statistiken gesehen haben, die vielleicht 'n bisschen dagegen sprechen und viele Statistiken auf einer Höhe waren. Aber wenn ich mir die Großchancen angucke, hat Paris auf jeden Fall 'n paar mehr gehabt wie wir, wenn wir ehrlich sind.
Und von daher denke ich, hat Paris heute dieses Quäntchen mehr gehabt, hat deswegen verdient gewonnen. Das Schöne ist, fürs Rückspiel ist alles drin, Leute. Es ist ein Tor. Ja, wir spielen zu Hause. Ja, das Stadion hat heute auch gebrannt in Paris. Das wird die Mannschaft auch gepusht haben. Und das muss brennen. Ja, das muss nächste Woche Dienstag brennen in München. Nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Da muss jeder mal aus seinem Sattel gehen, ja, auf der Haupttribüne und auf der Gegengraden und überall. Das ganze Stadion muss Feuer machen und dann können wir diese Mannschaft bezwingen, Alter. Ja. Wird keine einfache Kiste. Es ist ein absolutes Spiel auf Augenhöhe. Wir brauchen Topform und zwar von jedem und wir brauchen auch mal den Mut dazu, dem Erfolg jetzt auch mal die ein oder andere Entscheidung unterzuordnen. Ja. Und damit meine ich zum Beispiel so einen Jonas Obig, ja, der auf jeden Fall ein Faktor sein kann mit seinen präziseren, langen Bällen, die wir sehr wahrscheinlich auch spielen werden müssen gegen Paris. Ja. Und die sind bei weitem besser als die von Manuel Neuer. So. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Und so ein Kimmich, ja, I don't know. Ja, entweder stellen wir den Kimmich in die tiefe Position, ja, bin ich jetzt auch nicht so der Freund von, aber da kommt er dann wenigstens ein bisschen klar. Und sagt dann wenigstens mal dem Pavlo, komm, mach du mal hier den klaren offensiven Part. Ja, wie gesagt, meinetwegen stellen Leon Goretzka da noch mit hin. Oder Spiel mit 3 Innenverteidigern, etc., etc., ja. Du wirst irgendwas ändern müssen. Du kannst nicht nochmal 5 Gegentore kassieren gegen Paris, Alter. Ja. Ich meine, dann reicht es eh nicht. Ja, jetzt haben die 4 Tore, die wir gemacht haben, auch nicht gereicht. Ja. Also, ich meine, das Schöne ist, dass Paris mindestens genauso anfällig ist wie wir hinten. So, ja. Wir haben heute nicht unser bestes Spiel gemacht in der Offensive, muss man auch ganz klar sagen, weil die Unterstützung aus der Zentrale gefehlt hat. Ja, es ging, wenn dann nur über Olisse oder Diaz oder über Helby, wenn der die Zentrale übernommen hat. Wie gesagt, Musiala war kein Faktor, Kimmich war kein Faktor, Pavlovic war kein Faktor. Die Zentrale war einfach fast verwaist in der Offensive. Ja, also das ist natürlich auch was uns abgegangen ist. So. Wenn das natürlich im Heimspiel ein bisschen anders ist, vielleicht wenn Musiala die Fans im Rücken hat oder so, dass er dann vielleicht ein bisschen mehr wieder sich rauskitzeln kann. Ich weiß es nicht. Oder wir sehen da, weiß ich nicht, 'n Pavlo und Tom Bischof, I don't know. Lenny, wer weiß. Ja, wir werden's erleben. Ein bisschen mehr Unterstützung und dann wird bei uns offensiv natürlich auch noch mal 'n bisschen mehr gehen. Ja, aber ich denke, wir haben heute gesehen, was Paris auszeichnet, Alter. Und boah, da musst du 'n Mittel gegen finden, ja. Und da müssen unsere Außenverteidiger on point sein oder aber du musst halt echt 'n Sechser haben, ja, und zwar 'n defensiven Sechser, Alter. Oder du musst halt 2 Tore mehr schießen wie der Gegner. Dann ist natürlich auch gut. Dann kannst du auf den ganzen Scheiß furzen, und dann ist gut. So, ja. Weiß ich nicht, ob wir dazu in der Lage sind, werden wir in der kommenden Woche sehen. Ich freue mich auf das Rückspiel. Das wird mega mega interessant, mega angespannt. Ja, das, was ich zu sagen habe, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein. Bis dann. Tschüssi.